Das Kleinrad-Traktörli, überall bekannt. Mit dem Paul am Steuerrad fährt's übers Land. Es ist nicht riesig, aber dafür mutig. Kleines rotes Traktörli, los geht's! Der Baby, der Böcki und der grosse Blau sind immer unterwegs. Kleines rotes Traktörli, los geht's! So. Das ist die letzte Kiste, Sammy. Endlich habe ich unsere Schür aufgeräumt. Jetzt hat es viel mehr Platz drin. Vor allem für dich, rotes Traktörli. Onkel Paul, was machst du da? Ich habe die Schür ausgemistet. Wer ist das? Das ist mein Großvater. Er war ein guter Reiter. Er hat den grossen Hofhügelbachsprint 3-mal in Serie gewonnen. Dann war dein Grosspapi ein richtiger Champion. Nicht wirklich. Der Hofhügelbachsprint war nur ein Blauschrennen. Sie sind einmal um unser Dorf und alle Höfe geritten. Das Bild hänge ich in der Stube auf. Onkel Paul, da klebt etwas auf der Rückseite. Was ist das? Das ist eine Art Karte. Man sieht das grosse Feld und am Ende hat es eine Markierung. Dort sind früher Ställe gestanden. Wieso hat er echt die Stelle eingezeichnet? Dort ist ein Schatz vergraben. Mein Großvater war arm, er hat nichts Wertvolles gehabt. Außer dem Traktörli natürlich. Ich glaube, ich muss bald mal ein bisschen graben. Wieso nicht jetzt? Es könnte etwas wertvoll sein, Gold oder so. Also du spinnst, es ist sicher kein Schatz. Oder Onkel Paul? Wisst ihr was? Ich muss jetzt dringend am Wald ins Korn vorbeibringen. Aber morgen komme ich mit euch graben. Oh, ja, jetzt wollen gehen. Also, der Schatz ist jetzt so viele Jahre in der Erde vergraben. Da kommt es auf einen Tag mehr oder weniger auch nicht drauf an. Oh, okay. Komm, Nina. Tschüss, Onkel Paul. Mach's gut, Traktörli. Komm, Traktörli, wir liefern das Korn. Uli, der Plan gehört dem Onkel Paul. Ich habe ihn ausgelehnt. Ich gebe ihn gerade wieder zurück. Dem sage ich klauen. Nein, nur ausgelehnt. Ich behalte ihn ja gar nicht. Aber wir gehen jetzt graben. Und wenn wir etwas finden, geben wir es dem Onkel Paul. Du kennst ihn doch. Der hat morgen keine Zeit, übermorgen auch nicht. So finden wir den Schatz nie. Also, es wäre schon spannend und lässig, oder? Also gut. Komm, Traktörli, los geht's! Was sollte ich da noch anziehen? Aua, ja. Oh, Entschuldigung. Habe ich dich verschreckt, Walti? Nein, hoi Paul. Ich mache gerade einen kleinen Motorenservice. Der Bögi fährt nämlich viel zu schnell. Ich muss dir etwas erzählen. Ich habe heute ein Bild von meinem Großvater gefunden. Er sitzt auf einem Ross am Start vom Hofhügelbachsprint. Oh ja. Mein Vater war dort damals auch dabei. Er hat es immer fest Applaus gefunden. Aber dein Großvater, der war immer der Beste von allen. Wo ist echt der Pokal? Der Großvater hat ihn behalten, weil er 3-mal gewonnen hat. Oh, das ist eine lange Geschichte, Paul. Komm, ich mache uns einen Kaffee und dann erzähle ich sie dir. Ich habe doch keine Zeit. Und jetzt 3 Schritte geradeaus. Wow! Das ist nicht witzig, Nina. Ich habe es herausgefunden. Der Schatz müsste vergraben sein, und zwar genau da. Bist du sicher? Es steht auf der Karte. Komm, wir fangen graben. Also, und dann hat auch dein Großvater grosse Geldprobleme bekommen. Und er hat Schiss gehabt, er müsste das ganze Land verkaufen, damit er den Bauernhof behalten konnte. Aber warum hat der Großvater in dem Fall den goldenen Pokal nicht verkauft? Also, er hat dir seinen Bauernhof vererben. Und natürlich auch seinen goldenen Pokal. Du bist doch sein Lieblingsenkel gewesen. Und dann hat er den Pokal vergraben und später hat er ihn mir gegeben. Danke, Walti. Ich lade geschwind dein Korn aus und dann fahre ich zum grossen Feld und fange an graben. Was meinst du, Traktörli? Wir gehen zusammen auf eine grosse Schatzsuche. Mir ist langweilig. Vielleicht habe ich zu kurze Schritte gemacht.
Am Onkel Paul, sein Grosspapi, ist wahrscheinlich ein bisschen grösser als ich. Und viel gescheiter. Ich hab es gefunden! Was dann? Hilf mir raus! Ui, da kommt der Herr Wirz. Hilf mir raus! So. Was machst denn du da? Eine Schatzsuche. Stimmt gar nicht. Also, ihr habt einen Tiefgraben. Ich glaube, ich fahre noch schnell beim Uli und bei der Nina vorbei. Die haben ja unbedingt mit auf die Schatzsuche. Hey, was ist los? Du hast recht. Die sind ja schon dort. Und ich sehe der Gross Blau und auch der Herr Wirz. Komm, wir gehen Gas. Geht's dir gut in dem Loch unten? Ja, nicht schlecht. Zeig mal. Das ist am Onkel Paul. Oh. Also ich würde sagen, ihr habt in meinem Feld graben und darum bin ich überzeugt, dass alles, was ihr findet, also auch der Dings da, mir gehört. Onkel Paul, wir haben deinem Grosspapi seinen Pokal gefunden. Ich habe ihn gefunden. Hey, so super. Er sieht aber ein bisschen vergammelt aus. Ich will da noch erwähnen, dass der Dings da, der Pokal in meinem Feld war und darum... Aber er gehört dem Onkel Paul? Oder etwa nicht? Eigentlich war der Pokal mit meinem Grossvater, aber er wollte, dass ich ihn finde, ja. Er hat den Hofögelbachspring gewonnen. Ah ja, von dem habe ich schon gehört. Sie könnten sich den Pokal natürlich zurückerobern. Der Onkel Paul gönnt jedes Rennen locker. Wir haben beide kein Ross mehr. Der Grossblau und das Traktori machen ein Rennen. Und der Sieger bekommt den Hofhügelbach-Pokal. Und? Also gut, ich bin dabei. Nimm meinen Hut, Paul. Der bringt Glück. Du kannst es brauchen. Also, einmal ums Feld, den Baum unten durch, durchs grosse Tor und wieder zurück. Alles klar? Also. Parat? Paul? Bereit. Gib Gas, Traktörli. Du schaffst es. Oh je, das ist knapp gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass der Ast so tief unten ist. Keine Angst, grosser Blaue. Wir holen den wieder rein. Wir sind doppelt so groß und doppelt so schnell. Und los! Ich sehe nichts mehr, Traktörli. Hilfe! Und nur wegen Pepe sein blöder Hut. Entschuldigung, Traktörli. Du hast zum Glück gut bremst. Herr Paul, brauchen Sie ein Taxi? Wir sind ein bisschen hinten drin, aber das schaffen wir schon, Traktörli. Du bist zu breit für das Tor, grosser Blaue. Ich muss den anderen Flügel aufmachen. Einen Moment! Pass auf, es könnte gerade knapp lange. Ich glaub's ja nicht. Wir werden geschlagen von dieser verrosteten Konservenbüchse. Herr Wirz, Sie sollten dann bitte das Tor hinter sich zumachen. Der Paul und das Traktorli gewinnen. Ich hab's doch gewusst. Die Großvater wäre so stolz auf dich. Super gemacht, Traktörli. Du bist so gut gefahren. Da. Haha! Ich weiß nicht, wie Sie das gemacht haben, Herr Paul. Aber Sie und Ihre Rottraktor haben gewonnen. Gratulation. Du bist zwar alt und klein, aber der Beste.